Mm. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den TFT Patch Notes. Wir haben den Patch 11.24, der live gegangen ist, und mit dem zusammen gibt es auch ganz viele Änderungen. Abgeschwächt wurde ist Katharina und Vex, wo ich selber schon ewig darauf gewartet habe. Erfinder sind leicht abgeschwächt worden und auch Herausforderer, und es gibt einfach ein paar Buffs, sind jetzt nicht mega krass, aber so für Orienna, Akali und Mutanten gibt es einfach etwas Kleines und Uhrwerk auch. Ja, angepasst worden sind vor allem die ganzen Herzen und Seelen. Aber das sehen wir jetzt dann gerade, was dort passiert ist. Ja, einerseits haben wir die Attributsaugmentierungen, die wir jetzt gerade davon geredet haben. Wir haben die silbernen, also die tiefsten. Die Herzen, die man da bekommen kann, gewähren jetzt zusätzlich auch einen Champion. Das heißt, wenn man ein Assassinenherz nimmt, dann kommt man jetzt auch einen Talent dazu über. Das war natürlich immer mühsam gewesen, sagen wir mal am Anfang, wenn man jetzt ein Assassinenherz bekommen hat und man hat einfach bis Runde 2.5 oder was auch immer, hat man gar kein, gar kein Combo angebracht, und mit dem wird jetzt dem entgegengewirkt. Finde ich mega cool. Also vor allem interessant ist Leibwachenherz, wo man Leona kriegt. Sie haben jetzt da schon ein bisschen darauf geschaut, dass nicht unbedingt Carries drin sind. Vielleicht ein Trundle ist jetzt schon mehr ein Carry. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich eine coole Änderung, dass man jetzt dort auch einen Champion dazu bekommt. Dort, wo man nichts bekommt zusätzlich, sind Söldner und Erfinder, weil die sonst schon genug stark sind. Von dem her sieht man auch den Nerf vorne. Bei den Wappen ist das Gleiche. Also Wappen sind die Embleme, die man bekommt, die man dann auf einen Champion packen kann. Und dort kommt man auch zusätzlich noch einen Champion dazu über. Wieder halt wie nicht für Erfinder und für Söldner. Bei den prismatischen Augmentierungen, bei den Kronen und Seelen heisst es nicht mehr Seelen, sondern Kronen, weil man kommt jetzt einfach 2 Embleme über. Ausser halt bei Paar, wo wir dann unten anschauen. Also das heisst, man kommt jetzt wirklich, also finde ich mega lässig, man kommt 2 Embleme über, die man auf andere Champions packen kann. Und das heisst aber, dass man dann zum Beispiel viel mehr Arkanisten im Team kann haben und nicht einfach die 2 zusätzlich hat, was natürlich jetzt völlig neue Kombinationen zulässt, oder muss jetzt auch ein bisschen schauen, was aus dem Ganzen heraus passiert. Man sieht auch die, sage jetzt mal, mehr teambasierten Seelen, die wir haben, die bleiben, wie sie sind. Also wir haben zum Beispiel Uhrwerk, Verzauberer, Vollstrecker, Gelehrter, Schrottsammler. Aber man kommt einfach noch Gold über, dass sie ein bisschen besser sind in dem Sinn, oder dass sie sich auch die anderen ein bisschen angleichen können. Aber ja, es sind halt wirklich einfach die Teambuffs, die du nicht unbedingt auf einem anderen Champion haben musst, oder wo ein Champion krasser macht, sage jetzt mal, wie bei einem Mutant, wo er je nachdem Mana mehr bekommt, also weniger Mana braucht oder stackt oder sonst irgendetwas. Darum gibt es jetzt einfach noch Gold dazu. Finde ich lässig. Grosse Änderungen, Augmentierungen. Ja, was soll man jetzt sagen? Da haben wir kaputte Stoppuhr. Das ist dort, wo alle betäubt werden, ausser halt alle Uhrwerkeinheiten. Es ist jetzt nicht mehr auf der höchsten Stufe Klasse auf prismatisch, sondern ist neu auf Gold, und die Betäubungsdauer ist auch reduziert auf 4 Sekunden. Das Duett der Extrovertierten ist angepasst worden, also dort, wo man ein zweites Feld bekommen hat, also ein zweites Rampenlicht. Und es wird jetzt dort zusätzlich noch einen Bonus von 500 maximalem Leben geben. Flügegewicht, zusätzliches Angriffs- und Lauftempo, das war glaube ich auf 1- und 2-Sterne-Units, ist ein bisschen genervt worden. Und ganz krass finde ich, also krasser Nerv finde ich, dass das Erfinderherz nicht mehr als erste Augmentierung angeboten wird. Also wenn du auf Erfinder gehst, ist jetzt mehr Risiko, weil sonst, wenn du in der ersten Runde, sagen wir mal, das Erfinderherz bekommst, bist du viel gerade auf Erfinder gegangen. Und die Seele wird jetzt nur noch als dritte Augmentierung angeboten. Also was sonst hättest du, glaube ich, auch als erste oder als zweite bekommen, je nachdem halt, wie es RNG war mit diesen ganzen prismatischen Augmentierungen. Also wird jetzt sicher nur noch als dritte Augmentierung angeboten, was der Erfinder nochmal zusätzlich abschwächt und ich sage jetzt mal die early krassen Erfinder-Comps nicht mehr so zulässt. Gegenstand Wundertüte 1 und 2 ist entfernt worden, dass man den Umgestalter bekommt. Das war ja der, wo man dann nicht drauf tun und andere Items bekommen hat, ist jetzt weg dort. Ja, also Stufenaufstieg wird nicht mehr angeboten, nachdem ein ständiger Fortschritt gewählt wurde. Macht Sinn, weil man ja mit Stufenaufstieg 4 Erfahrung mehr bekommt pro Level-Up, das man macht. Also pro Level-Up, pro Erfahrung, die man kauft.
Beständiger Fortschritt wird nur als erste Augmentierung angeboten, macht auch Sinn, weil sie am Schluss meistens zu spät kommt und ist jetzt prismatisch und gibt 5 Erfahrung. Die Zauberklinge Arkanist ist überarbeitet worden. Das heisst, nach der Ausführung für eine Fähigkeit versucht der nächste Angriff zusätzlich magischen Schaden in Höhe von 200% von der Fähigkeitsstärke. Finde ich cool. Vorher war es einfach On-Hit, glaube 50% von der Fähigkeitsstärke. Und Zufallsgewinn kommt man weniger Gold über am Anfang und mehr Gold am Schluss. Finde ich auch völlig okay. Attribute sind auch angepasst worden. Herausforderer hat weniger Angriffstempo, also skaliert jetzt ein bisschen schlechter ins Late Game. Ist aber auch völlig okay, weil sie recht strong waren. Ja, Camptech haltet jetzt immer 8 Sekunden, finde ich auch cool. Weil jetzt alles andere skaliert, finde ich besser als Zeit. Das Angriffstempo ist jetzt auch. Jetzt bei 4 ist es jetzt wieder gleich wie vorher bei 4 Camptech und bei 8 bist du dann bei 100%. Finde ich cool. Lebensregeneration nimmt auch prozentual zu. Ja, finde ich für Camptech einen kleinen Buff finde ich schon cool. Oder ich habe einfach nicht gewusst, wie es spielen. Ja, Erfinder, mechanischer Bär. Gibt weniger Teambuff-Fähigkeitsstärke. Finde ich auch okay. Erfinder, mechanischer Drache, erhöht der kritische Treffenschaden des Verbündeten durch externes Gebrüll 75-40%. Ja, das ist auch nochmal ein rechter Buff, rechter Nerv. Mutant, Chance auf zusätzliche Angriff durch Adrenalinschub 40 und 75%. Finde ich interessant. Wer schon mal einen Graves mit dem hat, mit Colin Graves mit Beschützer und mit Mutant mit der Augmentierung mit dem Attribut, das ist völlig krass. Uhrwerk gibt mehr Angriffstempo am Schluss, finde ich auch super, weil es ist schwierig zum 4-6 Uhrwerk Champions zu haben. Garen macht weniger Damage, finde ich gut. Champions, Rang 2, Katharina, da haben wir den Nerf, finde ich gut. Etwa 10% weniger Damage, also auf Early 160, dann 200, dann 250. Ja, ist ein rechter Nerv, aber finde ich gut, weil sie macht es recht viel und man sieht sie einfach mega viel. Trundle ist jetzt auch schlechter, klaut weniger Angriffstempo, klaut weniger Angriffsschaden. Ist dann auf 40 auf Stufe 3, 25 auf Stufe 2, finde ich gut. Und Angriffstempo Verlangsamung vom Ampfen ist auch halbiert worden, finde ich auch gut. Champions Rang 3, Taric wird genervt, finde ich schade. Ich habe gerne Full Tank Taric gespielt. Echo, zusätzliches Angriffstempo des Verbündeten mit Parallelkonvergenz ist genervt worden. Ja, Echo war schon cool gewesen, Backline hier und Verringerung vom Angriffstempo und Erhöhung der Verbündeten. Ja, finde ich eigentlich gut. Schako kommt mehr Leben über, finde ich auch gut. Verringerung des gesamten Manas ist auch cool. Ja, Grundschaden von Täuschen ist erhöht, also ja, das ist ein Schako-Buff. Rechter ist ein Schako-Buff. Aber ist cool, ich finde Schako einer der coolen Assassinen. Cooler als Kata. Taric ist die Heilung reduziert worden, ja. Ist eigentlich auch klar gewesen, weil die Heilung ist wirklich strong von ihm. Und natürlich Vex. Also, Vex macht irgendwann keine Freude mehr zum dagegen zu spielen. Also jetzt auch der steigerbare Schildbonus ist reduziert worden. Von 25 auf 10%. Finde ich sehr gut. Schild ist allgemein schlechter geworden. Auf Stufe 3 Vex dann sogar um 150. Stufe 200, Stufe 150 und Schaden ist auch extrem reduziert worden. Aber sie soll auch der Tank sein für die Arkanisten und ich glaube, das kann sie immer noch, auch mit diesen Nerfs machen. Aber sie macht einfach nicht mehr den krassen Damage. Rang 4. Fiora, Angriffsschaden erhöht, Angriffsschaden-Skalierung erhöht. Da kann man sie wieder mehr auf Angriffsschaden spielen, finde ich cool. Jhin. Verringerung vom Gesamtmana, also er ultet früher, hat dafür weniger Damage. Und Angriffsschadensskalierung, ja, ist auch ein bisschen genervt worden. Lux, weniger Mana bei Kills, finde ich auch gut. Oriana, Mana-Verbesserungen von 180 auf 50 von 140, finde ich auch cool.
Also ihr braucht 10 Mana weniger zum Ulten. Dafür ist die Betäubungsdauer etwa um 0,5 Sekunden runtergegangen auf die ersten 2 Stufen. Sion kommt mehr Leben über und der dezimierende Schlag wird krasser vom Stun her. Ja, wer schon mal Sion Stufe 3 gehabt hätte, weiss, das ist einfach cool. Gut, Champions Rang 5, Akali kommt mehr Leben über, kann ich verstehen, ich habe zwar Akali nicht so gern. Und ein bisschen mehr Damage. Ja, ist okay. Galio, weniger Angriffsschaden, mehr Leben und auf der Ult mehr Damage. Ja, finde ich auch cool. Ich finde auch gut, dass er weniger Damage hat, dann ist er auch mehr tanky, mehr der Tank. Aber ja, der Damage auf Stufe 3 ist schon geil. Chase, weniger Rüstung und Magieresistenz. Ja, Full Tank Chase, Frontline ist schon geil gewesen. Weniger Schild, wird wahrscheinlich immer noch seinen Job machen können und halt den Buff für die Fernkampfform, das finde ich mega cool, weil ich habe noch selten jemanden gesehen, der den Fernkampf gespielt hat. Gut, Jinx, weniger Angriffstempo und weniger Schadensskalierung vom Raketenwerfer. Ja, das Jinx nie so krass daran gefunden eigentlich. Victor Mana, gleich beim Victor, ich eigentlich auch nie, also es war schon krass gewesen, aber jetzt nicht, ja, weiß auch nicht. Jetzt nicht OP gefunden. Braucht ein bisschen mehr Mana. Ja, das ist schon ein krasser Nerv, weil er jetzt schon lange, bis er ultet. Und der Schaden ist auch reduziert worden. Blue Buff gewährt jetzt zusätzlich 20 Start-Mana. Ja, gewährt zusätzlich 20 Start-Mana. Das ist schon nice. Und gefrorenes Herz, mehr Angriffstempo, Verlangsamung finde ich auch cool. Weil ich habe 25% jetzt auch nicht so krass gefunden. Augmentierungen, nochmal kleine Änderungen, Fliegengewichte, zusätzliche Angriffstempo und Lauftempo, also sind Stufe 1 und 2 Champions. Ja, ist ein bisschen genervt worden. Ich habe jetzt nicht viel gesehen, dass das gebraucht worden ist. Jetzt gerade auf meiner Elo. Goldreserve Sölder, zusätzlicher Schaden im Prozent pro Gold, 1% zu 2%. Das bedeutet also, dass man bei 30 Gold schon die Schadensobergrenze von 60% erreicht. Geeinter Halt, zusätzliche Angriffsstärke und Fähigkeitsstärke pro aktivem Attribut ist einfach um 1 erhöht, finde ich sehr cool. Weil das andere hat sich irgendwie nie gelohnt oder auch hat sich irgendwie nicht so worth angefühlt. Auf dem Messer Schneiden ist genervt worden, ist dort, wo man in den ersten 2 Reihen zusätzlichen Angriffsschaden bekommt. Also auch ein herausfordernder Nerv. Finde ich aber auch gut. Paukerei, wiederhergestelltes Mana nach der ersten Aktivierung 90%, finde ich auch lustig. Kaputte Stoppuhr. Klasse prismatisch zu Gold. Ah ja, das ist klar. Das ist glaube ich, schon oben mal gewesen. Eben, das ist die nur Naturwerkeinheiten angreifen können. Dann die ganzen tragbaren Schmiede-Items. Ja, das könnt ihr dann selber durchlesen. Finde jetzt... Ich habe die nicht so viel gebraucht, aber eben trotz des Todes kommt mehr Angriffsschaden über und mehr Angriffstempo. Schmerzgrenze in Prozent wird erhöht. Chance auf Goldbeute von Goldsammler auf 75% runter. Startmana von Manasane auf 50%. Fähigkeitsstärke von Zonias Paradoxon auf 45%. Rüstungs- und Magieresistenz auf 35%. Und raketengetriebene Faust ignoriert jetzt das Ziel vom Blitzkränkhaken, was cool ist, weil dann kann man eigentlich 2 Ziele hooken. Gut. Und folgende Augmentierungen erscheinen jetzt. Also die Augmentierungen kommen häufiger, ist Aufstieg, kybernetische Implantat, auf Messerschneide, improvisierte Rüstung und Außenseiter. Ja, kybernetische Implantat habe ich jetzt noch nie so gut gefunden. Und auf Messerschneide ist okay. Improvisierte Rüstung habe ich auch nicht so gern. Und Aussenseiter, ja. Gut. Von der Attribut, Akademie, wird ein Teil fast wieder reverted. Kommt wieder ein bisschen mehr über. Es wird wieder ein bisschen gebufft. Arkanisten werden auch gebufft, vor allem auf Stufe 8. Ja, finde ich gut. Aha. Gesamtfähigkeit. Ah, das ist natürlich cool. Gesamtfähigkeitsstärke für die Arkanisten wird erhöht. Ah, das war so gewesen. Gut, dann ist das in Deutsch immer falsch gestanden. Weil im Deutsch ist gestanden 2020, glaube 2045.
und 50, 50 und dann 125, 125. Und das hat sich jetzt geändert, aber dann war das wirklich falsch gewesen. Im deutschen TFT, gut. Raufbolden kommen mehr Leben über, finde ich gut. Vor allem Stufe 6, 5 Imperiale, zusätzlicher Schaden von Nicht-Tyrannen 75%, finde ich auch gut. Zusätzliche Rüstung und Magieresistent von Syndikat auf 60, ja, cool. Dafür die Verstärkung der 7er Boni für Omnivamp Rüstungs- und Magieresistent auf 33%. Ja. Gut. Zwillingsschuss kommt mehr Angriffsschaden über. Ja, wird cool sein für Urgot, auch gerade mit den Chemtech-Buffs und allem. Gut. Champions Rang 1. Camille hat mehr Mana. Finde ich auch gut. Darius hat auch mehr Mana. Also 5. Aber finde ich auch gut, weil Darius Early ist so krass. Also wenn du auf Stufe 2 bringst, Early, dann ja, wenn du gerade etwas hast, um ihn wegzuschlitzen oder wenn du nicht nur einen in der Frontline hast, der ihn mag tanken, dann wird es schwierig. Ist jetzt da auch Tilik genervt worden, finde ich auch gut. Mana-Raub vom Kassadin ist konstant auf 50. Also ein Buff Early, ein Nerf Late. Finde ich auch gut. Mehr, dass Champions Rang 1 auch wirklich Rang 1 krass sind. Also Rang 1, nicht bis Endgame können carryen oder wirklich krass sind. Gut. Rang 2, Blitzcrank Hook, ist auf Rang 3 genervt worden, dass er nicht nass sein wird. Kog'Maw wird auch early gebufft und late genervt. Und das ist mein Lieblings. Sairas Verzögerung zwischen der Ausführung und der Betäubung wurde leicht verkürzt. Das finde ich mega wichtig, weil das ist immer so unbefriedigend gewesen, wenn einfach die Leute vorgelaufen sind in dem Moment. Ja, schau, wie es sich anfühlt. Cho'Gath kommt mehr Leben über. Heimerdinger hat weniger Damage. Lissandra wird auch krass angepasst. Hat auch ein paar Anpassungen. Hat weniger Schaden early. Also nein, hat allgemein weniger Damage. Weniger Dauer von der Angriffsschadenverringerung um 1 Sekunde. Und weniger Angriffsschadenverringerung. Also auch ein Nerf. Und Samira hat auch weniger Angriffsschaden. Champions 4. Urgot braucht jetzt weniger Mana. Fühlt sich wahrscheinlich gut an im Spiel, weil es einfach darauf wartet, bis er ultet. Jone hat auch weniger Angriffsschaden, finde ich auch gut. Weil er baut eigentlich nur AD-Items oder hauptsächlich nur AD-Items. Ionischer Funke. Schadensskalierung basierend auf Gesamtmana, 200%. Ja, ist ein leichter Nerv für Ionischen Funke, finde ich auch gut. Also auch wieder ein Nerv für Katan. Ja. Hyperroll. Cho'Gath hat jetzt doppelt so viele Verarschsteigerungen. Ja, interessiert mich eigentlich nicht so. Punkteverteilung für Belohnungen. Ja, von nun an werden 2 Anliegen League of Events Punkte, wie viel Zeit du im Spiel verbringst. Und nicht wie viele Spiele du spielst. Ja, kommen wir einfach Punkte pro Spielminute über. Hyperroll. Ja, genau. Ja, das finde ich jetzt nicht so. Interessiert mich eigentlich nicht so. Aber cool finde ich Fehlerbehebungen. Und die erste finde ich am besten, weil die Champions wechseln nicht länger zufällig ihre Ziele, nachdem sie ihre Fähigkeiten ausgeführt haben. Dankeschön! Also, ich bin immer so aufgeregt, wenn irgendwie Twitch einen geultet hat oder Twisted Fate zum Teil auch und dann plötzlich jemand anderes angreift. Ja, finde ich sehr gut. Die Taktiker-Spielbeobachtung wird in Double Up reaktiviert, nachdem man keine Ahnung. Ja, Lissandra Verbesserung von Schutzengel. Und Lissandra ist auch cool. Visiert jetzt wie vorgesehen eine neue Einheit an, wenn ihr ursprüngliches Ziel während der Ausführungsdauer der Fähigkeit stirbt. Einheiten können nicht länger mit den Tastenkürzeln auf das Schlachtfeld setzen, zurück auf die Bank, Augenblick auf die Bank und dann zurück in das Schlachtfeld bewegt werden. Ja, nie gebraucht. Berechneter Verlust gewährten. Ja, okay, Soldat. Es wurde ein Problem behoben, wenn die Belohnung mit 7 Söldnern nicht funktionierte. Kein Mana mehr, Mutantenemblem und Mana-Verringerung haben nicht richtig funktioniert. Heimlich extrovertiert. Wir haben ein Problem behoben, durch das ein zweites geheimes Rampenlichtfeld gab, das auch ohne die Duett-Augmentierung verwendet werden konnte. Gut.
Ja, ja Champions. Ah. Blitzcrangs Verbündete versuchen nicht länger das Ziel von seinem Raketenangriff anzuvisieren, wenn es immun gegen Massenkontrolle ist und deswegen nicht geschnappt wurde. Ja. 4 Vollstrecker betäuben jetzt wie vorgesehen die gegnerische Einheit, die im letzten Kampf den meisten Schaden verursacht hat. Okay. Der klare Geist. Ja. Der klare Geist ist, glaube ich, die Erfahrung gibt, wenn niemand auf der Bank ist. Gut. Ja, Hundejahre. Ja, das ist auch gleich. Raketengetriebene Faust aus der tragenden Schmiedeaugmentierung fordert ihren Haken jetzt auch dann ab, wenn der Träger betäubt ist. Es wurde ein Fehler behoben durch den Malsauer bei seinem ersten Angriff nach dem erstmaligen Ausführen und seiner Fähigkeit im Kampf kein Mana erhielt. Ja, das Spiel hält mir bei Double ab, finde ich cool. Ja, gut, das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen, habt etwas mitgenommen und man sieht sich wieder in TFT. Ciao!